Grüßt euch, der Feier, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Kochen mit Alter. Heute haben wir Kohlsuppe machen. Meine Frau und ich machen das seit mehreren Jahren schon. Einmal im Jahr, Januar oder Februar, machen wir uns eine Kohlsuppe. Die essen wir dann 7 Tage lang. Das ist so eine Entschlackungskur. Wie man sieht, geht es mir nicht darum, dass ich abnehme. Kann vielleicht nicht schon, aber es interessiert mich eigentlich relativ wenig. Ich liebe das zu essen und das wird auch immer so bleiben. Darum der wir also weiter essen, wie wir immer essen, aber diese Suppe, der hat einen Magen auch und den Körper einmal ein bisschen durchrammen. Ja. Eigentlich ist ein Haufen Schnippelarbeit, Würzen und Zutaten sind relativ frei wählbar. Ich zeige euch jetzt, was wir für meine Kohlsuppe brauchen. Für meine Kohlsuppe brauchen wir auf alle Fälle mal einen großen Topf. Da kommt alles rein, das wird dann bloß mit Wasser aufgossen. Natürlich brauchen wir einen kompletten Kopf Weißkohl, Kohl, wie auch immer. Ein Krautkopf halt. Dann habe ich 3 verschiedenfarbige Paprika, 6 feine Tomaten, einen Strauß Stangensellerie, ein Bund Frühlingszwiebeln, ich habe 1 Kilo frische Karotten vom Bauern und 3 kleine Kartoffeln. Bei den Gewürzen war ich etwas freigebiger. Ich habe natürlich meine Muskatnuss, Knoblauch und Pfeffer, Petersilie und Salz, Schnittlauch und Cayennepfeffer und Paprika. Dann beginnen wir jetzt einfach mal damit, dass wir alles schälen und klar schneiden und direkt in den Topf packen. Einfach nur in Würfel schneiden, reicht voll und ganz auf. Bei der Paprika, große, kleine, es wird eh so lang gekocht, dass alles weich ist. Einfach nur grobe Stücke.
Bei den Lauchzwiebeln oben die Spitzeln weg. Die sind meistens verdreckt und labbrig, die wollen wir nicht. Und dann einfach in kleine Ringe schneiden. Wenn ihr die Enden jetzt aufhebt und stellt es so in der Glasel mit Wasser, dann treibt der unten rein und oben kommt der neue Lauch raus. Oder neue Frühlingszwiebel in dem Fall. Wer nachhaltig arbeiten will, kleiner Tipp am Rande. Der Staudensellerie. Unten das Eckerl weg. Auch hier kann man ihn wieder ins Wasser stellen. Treibt neu, kommt von vorn. Die Bladeln tue ich weg. Die obere Reihe Spitzen zur Seite und auch hier dann wieder einfach nur einigermaßen klein schneiden. Muss nicht alles gleich groß sein. Der Krautkopf. Die äußeren Bladeln weg, genau wie damals beim Blaukraut. Halbieren, vierteln, Stromgraus, klein schneiden. Den packe ich auf zweimal in den Topf, weil mein Topf einfach nicht groß genug ist. Das heißt, ich packe jetzt noch die Tomaten mit rein, dann eine kleine Vorwürze, Wasser drauf und dann wird es erst einmal so weit eingekocht, dass genug Platz ist, dass der Rest damit reinkommt. Ich viertel mir die, dann schneide ich es einmal und zweimal längs durch, reicht voll und ganz. Wie ihr seht, der Topf ist wirklich groß, aber er ist halt relativ schnell voll. Das heißt, jetzt der mal ein bisschen vorwürzen. Ein bisschen Salz darf nicht zu viel sein, allgemein nicht. Ein sehr salzarmes Essen. Ein klein wenig Knoblauch drüber. Abschmecken werden wir es eh später noch. Pfeffer, Paprika, ein wenig Cayennepfeffer. Wuppala. Ich glaube, das reicht. Weil das Lieblingsgewürz, die Muskatnuss. Schnittlauch und Petersilie kommen erst später. Jetzt füllen wir den Topf mit Wasser auf. Jetzt kommt der Deckel drauf und dann wird es bei mittlerer Hitze einfach mal ein paar Stunden stehen lassen, bis das Gemüse alles ein bisschen zusammengefallen ist, zusammengekocht ist, gerade was die Brocken da angeht vom Kohl. Und dann können wir mal den zweiten Kohl dazu schneiden. Aber was nutzt es euch, wenn ich euch zeige, wie ich die Hälfte auch noch gleich schneide vom Kohl, die noch da ist, weil das habt ihr ja jetzt schon gesehen. Darum würde ich sagen, ich zeige euch dann eigentlich bloß noch, wie es ausschaut, wenn wir es nachwürzen, anrichten und essen. So, da Zuppen ist eingegangen. Wir haben natürlich alles nachgeschüttet und nachgeschnitten. Es ist alles mit drin, was wir mit rein wollten. Jetzt tue ich noch einen Schnittlauch drüber und ein Petersilie drauf.
Und dann werden wir es abschmecken. So. Es hat einen wahnsinnig kräftigen Eigengeschmack, was das ganze Gemüse da drin angeht. Jetzt finde ich, hat es den Geschmack, den ich erwarte. Das ist jetzt mein Essen für die nächsten 7 Tage. Solltet ihr das genauso machen, müsst bloß schauen, wenn euch zu wenig Brühe oder Flüssigkeit drin ist, einfach nochmal mit Wasser aufgießen. Man kann davon safe 7 Tage leben. Bei mir gibt es das Mittag und Abend. Zum Frühstück mache ich mir Brot mit, naja, Wurst oder Käse. Dann halte ich mich soweit an die Regeln, was das ganze Essen und Abnehmen Ding angeht. Der wird wahrscheinlich genauso da sein wie vorher, ich tue ja sonst nichts. Aber jetzt werden wir es bloß noch anrichten, dann werden wir eine Scheibe Brot dazu und dann soll es das auch schon gewesen sein. Das soll es dann auch gewesen sein. Das ist meine Krautsuppe, meine Krautsuppenkur, die wir einmal im Jahr machen. Eine ganze Woche lang gibt es nichts anderes. Soll eine Entschlankungskur sein. Wenn es wirklich auf Entschlanken macht, lasst das Brot weg. Das setzt ordentlich an. Macht es nebenbei einen Sport, wenn ihr es wirklich abnehmen wollt. Ich stelle es mal wieder zur Seite. Ich kenne mich, ich haus ums um. Ich hoffe, euch gefällt das Rezept. Ich hoffe, euch schmeckt es, wenn ihr es nachkocht. Ihr müsst es natürlich nicht in solchen großen Massen machen, wie ich das gemacht habe. Es soll halt für 2 Personen 7 Tage lang reichen, Mittag und Abend. Dementsprechend ist es sehr viel. Passt es euch an mit die Zutatenmengen und dann wird das schon werden. Wenn euch was einfällt, was ihr gern sehen wollt, dass ich koche, dann schreibt es mir in die Kommentare. Mir würde es freuen, wenn es was reinhaut. Mir freut es grundsätzlich sowieso über jeden Kommentar. Daumen nicht vergessen, kostenloses Abo und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Und dann wünsche ich euch nur, oder dann bleibt mir bloß nur zum Sagen, bleibt gesund, werdet gesund und genießt euer Leben, weil es habt bloß eins. Pfiat euch, Eier der Feind, Alter.